Nimmst du auf? Ja, ist schon lange dran. Ah. Ja, du hättest vorhin so ein Intro machen und das einfach etwas anderes gesagt. Tobel. Tubel. Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykeller Podcast. Nein, pst, Fresse. Also, heutige Themen sind Sven, Ich weiß nicht, ich habe kein Thema. Du hast Christian, Wir reden über das Top oder Flop. Top oder Flop. Und Nein, stimmt nicht. Irgendetwas Top mit- 5. Top 5, irgendetwas mit Tier. das ist oder eine so. Tierlist. Ja. Tierlist. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Und dann haben wir noch Hot Topics. Ja. Sag doch, du hast keine Ahnung. Oder? Du hast Doch, nein. Themen Ich vergessen. bin ganz so. Kollege, schau doch einfach in den Chat an. Nein, ich weiß es ja. Ich muss nur einen richtigen Titel geben. Pig Butchering Scams und. Weißt du das, wenn ich mit der Slice Eis Ja. geschrieben Ah, habe? Und wie man eine Webseite nicht machen sollte. Und den Rest wir freestylen. Ja. Nice. Da liegt ein Düftchen in der Luft. Nice. Wir jetzt wieder so tun, als wären wir Kollegen, damit wir da alles durchbringen. Apropos Webseite. Wieso? Ich habe gedacht, so machen wir das jetzt. Ich habe das Konzept jetzt verstanden vom Podcast. Nein, mit dem Apropos, das war jetzt voll daneben gewesen. Easy. Mit was fangen wir an? Geht es euch gut? Sind ihr zufrieden? Habt ihr das Gefühl, wir haben gerade ein paar Mal ein Workout gemacht? Also ich bin nicht so zufrieden, wenn ich rausschaue und das Wetter sehe. Das Ja. macht mich ein bisschen... Stimmt. Das Wetter ist cocky. Ja, hässig. und dann das will ich trotzdem mit dem Klimaerwärmung so ein Scheissdreck. Hey. Jetzt haben wir Ende April und trotzdem ist es kalt. Oder doppelt alt. Ja, Wenn hier spumst. aber in das gehen wir nicht rein. Und es regnet auch ganz viel. Von wegen Klimaerwärmung. Oh no. Es gibt noch ganz viel Regen. Ja, Und ja, wir wenn haben Wasser das- verdampft, gibt es ja keinen Regen. Wir haben jetzt Bücher eine Solarfirma. Boah, shit, habt ihr gesehen? China hat es jetzt auch gefickt. Ja, Was? Mit, mit 12 Millionen. Wie viel wie sie Dubai. evakuieren? Was? Wie Dubai hat es auch gefickt mit Wasser. Ja, es fickt Haben alle sie mit Überschwemmung Wasser. gehabt? Ja, Regen so wie Dubai halt. Hey, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe es auch erst heute... Ja, ich- Also mit dem- Dubai hat's also vorher mit dem schon Chef erzählt geflutet. hat. Ja. Ja, was? wo du es vorher, aber dort hat man gesagt, es ist wahrscheinlich, weil sie zu viel übertrieben haben mit... Cloud-Seeding. Nein, das Ja. macht doch nicht so Nein, viel aber das aus. haben sie jetzt auch wieder gesagt. Dass Ja, es, ja, so- nein, es hat es vielleicht unterstützt, aber es ist Ja, nicht der Grund ja, für ja. das. Und China hat es jetzt genetzt mit Wasserflut. Ja, dann recht viele Leute müssen evakuieren. Und Ja. ich bin Haben nicht die eigentlich schon das neu Intro gegangen. abgeschlossen? Mann? Ja. Ah, okay, gut. Nein. Ja, du bist am ganzen am Handy gewesen. Ja, ich kann mich nach dem Thema Ja, schauen. schon gut, Dann hast du schon schon gut, fertig schon geredet. Wie haben ihr das bei euch im Solardings? Ist der Boom noch da? Ja, jetzt ist es so ein bisschen speziell. Ich glaube, der Boom ist schon noch da, aber es ist jetzt wie so eine Zwischenphase. Ich glaube, es hat sich einfach langsam eingependelt, ne? Und ich glaube, das Ding ist, wenn jetzt das mit Israel und wie heißt die Palästina? anderen? Nein, Oder Iran? Iran, wenn das jetzt nicht ordentlich klebt, dann gibt es wahrscheinlich wieder richtig schlimme Lieferengpässe. Und dann gibt es Oh. wahrscheinlich wieder einen richtigen Boom, weil dann die Ölpreise steigen. Ah, Alle Leute denken, oh nein, vielleicht ist es gleich geiler als eine PV-Anlage. Ja. Aber dann genau können wir die Teile nicht liefern, weil das Zeug nicht mehr nachkommt. Und dann sind alle, wieder die Warteschlangen wieder riesig wahrscheinlich. Und dann boomt es wahrscheinlich wieder recht. Aber jetzt ist es gerade so, es ist okay. Aber ich merke es auch, wenn ich mich so... Das peile ich so nicht, dass dort keine Zweckallianzen entstehen. Wie meinst Wo? du Zweckallianzen? Ja, eben, es gibt ja bei Corona so komische Zweckallianzen, wo irgendwelche Nazis mit Öko-Leuten Ja. und Hippies zusammengelaufen sind. Also mit der so- Aber ja. bei Solaranlagen kommt nie irgendwie eine SVP-Idee und sagt, ja ey, da haben wir unseren eigenen Strom in unserem eigenen Land, in unserem eigenen Haus. Ja, gell? Das Was- ist Volksstrom. Warum sind eigentlich SVPler so Für gegen Benzin. Solarstrom? Ja, und so für Benzin, Alter. Benzin macht- ist aus dem Iran. Ich Wir haben meine- kein Benzin in der Schweiz, nichts. Eigentlich müssen ja die SVPler am geilsten auf Solaranlagen sein, weil das macht uns unabhängiger von den anderen. Und sie haben ein Sündeli im Logo. Ja, nein, Ja. das Ding ist, also die SVPler haben das Gefühl, dass sie haben Angst, eigentlich haben sie einfach Angst vor den Grünen und vor den Linken. Sie haben das Gefühl, dass die Grünen irgendwie wollen die Schweiz kaputt machen und den Klimawandel als Vorwand nehmen, zum das System zu steuern. Ja, aber du kannst ja auch einfach sagen, Bro, schau mal, wir sind auch für... Die sind voll die Spasten, die regen Bullshit, aber Strom machen mit Solaranlagen ist trotzdem geil. Ja, also voll, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist der Grund. Wenn sie können einfach nicht über ihren Schatten springen, zum gleich etwas mit den Grünen dann halt. Sie haben jetzt halt voll die ganze Zeit gegen Klimawandel, gegen die ganze Geschichte
halt Populismus gemacht, schlussendlich. Auch ein bisschen Scheiß erzählt darüber und sie können jetzt ja nicht einfach zurückrudern. Aber für einen Hinterschi? Nein, das wäre Zurück. Sie können wie aber die Position... seitlich, weißt du, viel seitlich Nein, gehst, sie dann machst du können einen nicht Kreis. links und rechts gehen, weil sonst, wenn es Mal rechts kannst du Ja, gehen. gut, rechts. aber dann sind Und sie wenn noch du genug weiter lang weg rechts vom willst, Solar. gehst du irgendwann nach links. Wenn du genug lang rechts gehst, kommst du wieder beim Solarstrom an, oder was? Ja, aber du machst einen Kreis. Mhm. Und dann, wenn du aufhörst im Kreis, bei 3/4, und dann wieder geradeaus gehst, straight, weil straight ist ja auch rechts. Voll, ja. Also straight. Dann bist du irgendwann links. Ja. Mhm. Aber es zählt auch fürs Linke. Aber viele SVPler checken es auch. Vor allem Ja, Bauern, ja. vor allem Bauernverband und so. So Ja, ja. landwirtschaftliche Betriebe, die haben Ja, so Kollege, wenn du in der Linde eben einen Bauernhof hast und dort keine Solaranlage hast, dann bist du einfach der dumm. Dümmste. Ja. Darum, Das sind ich so glaub, das grosse kommt schon. Dächer, die Was du machen von wie Kaden der hast. dort Und die sind ja am Arbeiten dort, weißt du, die ganze Zeit. Mhm. Wie der dort kurz vor der Ausfahrt Richtung Rappi-Eschenbach dort. Der einfach alles zugeklastert hat mit PV. Sein ganzes Ding umhüllt mit PV. Ja, wirklich? Hast du das noch nie gesehen? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Bist du sicher nicht vorbeigefahren dort? Nein. Auf die Hand. Dort, weißt Ich du, habe gesagt, er muss auf die andere Seite fahren. da ist alles schön zugeklastert. Ja. Dach auf der Seite, Fassade, alles zu. Dann Witzig. denkst du mal, die Hälfte von dem Zeug ist wahrscheinlich ein bisschen fehlplatziert, aber geiles Sieg. Also. Ja, voll. Der hat sicher genug Strom. Ja, was ist das erste Thema, wo wir reingehen können? Fangen wir mal mit einem seichten Thema an. Gehen wir mit der Webseite. Ja. Benz nimmt Was das Handy da- weg. Nein, ich habe mir einfach wieder gedacht. Ich habe letztens mit dem Benz darüber geredet, weil einfach ich muss ja mega viel auf so Architekten-Webseiten schauen, weil ich halt mit den Anfragen, ob die Anlage, die sie als Baugesuch eingereicht haben, schon, ob da Ausschreibungen laufen oder ob sie noch jemanden suchen für den Auftrag. Da muss ich halt mega viel so Webseiten, da gehe ich halt schauen, was ist das für ein Ding, oder? Weil teilweise ist es so ein bisschen, tue einfach schon mal abschätzen, so, macht es Sinn, den anzuleiten oder nicht. Ja. Und einfach sehr viele Architekturbüros tun ihr Team auflisten und jetzt letztens ist einfach der Hund. Ah, ja. Und dann denke ich mir so, what the fuck, Alter, ich will als seriöse Hast du Architektur gesehen, er hat gepostet? und dann siehst du so hinten dran Leica oder der Fido und dann denke ich so, hey, Das habe ich schon gesehen, das, was du geschickt hast, aber du hast jetzt gerade gesagt, mega viel. das kommt Ja, er oft sieht vor, so dass sie das aus. machen. Kommt oft vor. Ja, ich hatte das Was? das kommt oft vor. Weißt du, am Anfang denke ich so, ja gut, wenn es vielleicht ein Büro macht oder so. Aber das kommt mehr so all 10 Webseiten kommt das vielleicht vor, dass sie den Hund Was? drauf tun. Wieso? Das ist Ja, keine Ahnung. Und dann denke ich mir einfach so, hey, look, ist ja schon cool, aber nein, so macht das nicht. Und dann es gibt aber andere, die dann irgendwie so Sketches von ihnen denken, ja, sieht cool aus, aber Das ist wirklich dumm von denen. weißt du, dann, oder halt immer dann so zeichnete Bilder von ihren Mitarbeitern und sagen so, ja, look, ich will eigentlich wissen, wer sind die denn? Oder auch heute, ist es geil, sie hat uns so einen angefragt, ich sage, das ist nicht Firmenname, wo halt Panels und Systeme herstellen. Und die haben uns halt eine Anfrage geschickt, ob sie mal vorbeikommen und sich als Firma vorstellen. Und dann ich habe ihm noch müssen zurückschreiben, weil der Termin, den er mir geschickt hat, geht uns nicht. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben. Und habe und dann dachte ich so, ich muss vielleicht noch den Namen, weil ich habe nur seinen Vornamen gehabt, wir haben noch nicht Duzis gemacht. Dann bin ich kurz auf die Webseite schauen. Und dann hat der Mitarbeiter Südosthilfe sehen einfach alle aus wie so Crypto Bros. Warte, ja, das muss ich zeigen. Ich kann so Richtig, müssen ja, so eine- machen. Schniggelt. Und es geht einfach so unseriös Aber aus. Bro, vielleicht ist das ja einer, der so Crypto Bros einen Job geben will. Die sind doch immer die mit so kleinen Chöppchen Aber die sehen machen. wirklich 1:1 aus wie so die Crypto Bros auf so einer YouTube-Werbung. Wirklich nein. 1:1. Und ich so, hä, sind das, wenn die irgendwie ein Crypto-Scam verkaufen? Oder? Warte mal. Da Company. Meine Mama arbeitet jetzt bei so einem reichen Dude. Und der hat eine Webseite auf Jimdo, so eine gratis Webseite. Was macht diese Mami? Sekretärin jetzt, Teilzeit. Aber wieso schafft sie bei dem? Ja, einfach, sie hat nicht mehr wollen in die Wir Sozialarbeit. reden hat sie gebrochen. Da, schau. Oha. Ah, shit, wirklich. Vor allem der. Ja. Sehe ich. Der sieht aus wie das MLM an. Geil.
hat so eine Jimdo-Gratis-Webseite. Was ist Weil er Jimdo? Halt, Jimdo ist so eine... Ist das nicht das vom Rezo? Nein. Das ist Nindo. Ja. Der sieht noch fast schlimmer aus, der Schänder. Alter. Ich habe gerade gemeint, der heisst sogar noch Schänder. Es gibt doch so... Es gibt so Squarespace und... Wieso kannst du doch gescheitere Filmfotos machen als so etwas? Es gibt doch so Squarespace und Wix und so. Die Ja. Baukasten-Webseiten. Wix? Ja. Von denen? Und Jimdo ist das aber wirklich die schlechteste Version von dem, was du kannst haben. Und der Dude, der ist halt irgendwie über 80 und hat keine Ahnung und so, technisch nicht versiert. Aber er hat so eine Webseite, die Und hat Webseite so eine- kreiert. Er hat so eine Jimdo-Webseite und kommt nicht klar und es sieht wirklich nicht gut aus. Also sie ist jetzt Sekretärin zum... Also sie ist sonst einfach Sekretärin dort. Und sie hat Aber mich schon gefragt- länger, oder was? Ja, also seit einem 3/4 Jahr oder so. Aha, eben nicht länger. Und sie hat mich dann mal gefragt, ob ich rauskomme mit so Webseiten. Und du hast gesagt, ja. So sicher Und, besser als Jim du. Ja, wirklich, also da kannst du dir irgendeinen anderen ab. Da kannst du einfach auf Aber im Fall sind wir Ja. lieber so Jimdo-Webseiten, als wenn du auf die Webseite gehst und du hast das Gefühl, du bist Anfang 2000 gelandet. Ah, ja, Und ich so denke die so, Blogs. hey, look, Das mach ist eben- doch lieber so eine billige Scheiß-Webseite als etwas, wo du das Gefühl hast, du hast Das noch ist Windows eben so. XP. Nein, das hat Jimdo eben- ist so. Ja, also eben, ja, so wie er es gemacht Hey, hat. ich habe gemeint, das ist doch schön. Mit so grünen Kackschriften. So, einfach Buchstaben eingefärbt. Ja. Oder was noch schlimmer, wenn so schwarzer Hintergrund und geile Schrift. Aber weißt du, das finde ich auch scheiße. Was? Die neuen, so, die quasi so die modernsten von den modernen Webseiten, mit denen, wo Squarespace und so Werbung macht, das sind einfach, kommst du drauf und du hast nur, sie macht auch irgendwie Werbung mit so Architekturfirmen oder irgendwelchen KünstlerInnen oder so. Und du kommst auf die Webseite und du hast nur Fotos. Und dann kannst du runtergehen und dann kommen neue Fotos und so. Ja, das Und ist bei du der bist Architekturfilm am einfach so, schlimmsten. Du Alter. siehst einfach nur Viertel und denkst, Gib mir einfach Informationen. Gib mir Infos. Nicht Viertel. Viertel sind schon gut, aber mach doch eigene Dings. So. Hauptsache es sieht kein fancy aus, was ist mit euch? Nein, aber ich finde es wirklich schäbig, wenn du auf eine Webseite gehst und du kommst einfach hin und vorne nicht raus. Man machst lieber simpel und nicht so ästhetisch oder aber du kommst raus, wie du auf dieser Webseite dich musst bewegen. Voll. Ja, wirklich. Und wenn es noch nicht handytauglich sind, Kollege, so. Benz, komm ans Mikrofon. Ja, komm schon. Was sind Meine wir Mutter gewesen? ist fett, wie Webseite auch. Und dann habe ich gesagt, ja, und die das nicht auf Handy machen, heutzutage sogar noch. Aha, ja. Wenn du aufs Handy gehst, lass es einfach. Ja, und du musst irgendwie zusammenzoomen und du drückst Knöpfe und dann funktioniert es irgendwie nicht richtig, weil irgendwie ein bisschen weit rennen ist und das ist nicht eingereicht auf Touch, oder? Und danach, das Touch ist ja so, hey Bro, du tust einigermaßen dort drücken. Ich glaube, der ist mega krass, der das entwickelt hat. Das hat ja früher schon Handys gehabt. Das Warum ich automatisch- schreiben auf der Tastatur, das liegt eigentlich nur daran, dass der Dude, eigentlich will ich es immer vertippen. Mega. Aber der Dude, es hat schon früher einen Touch gehabt, die haben nicht so gut funktioniert, aber dann hat irgendjemand erfunden, welche Buchstaben am wahrscheinlichsten sind vom vorherigen Buchstaben und dann ist die Hitbox-Grösse von denen. Ah, easy. Das ist eine Hitbox. Ja, ja, Geil, die Hitbox wird grösser von den Buchstaben. Zum Beispiel, wenn du das C machst, das H grösser Zum ist. Beispiel die dann- schweizerdeutschen Dings immer so. Ja, voll. Einfach etwas. Das ist voll cool. Und der hat, glaube ich, das revolutioniert und der ist der Baby iPhone gewesen. Da. Es gibt voll schlaue Sachen, Alter. Mhm. Wie? Aber es sind so Kleinigkeiten, die du nie checkst. Aber ich finde es einfach schön, wenn so Infos verloren gehen zwischen der Desktop-Version und der Mobile-Version. Also zum Beispiel kann man jedes Mal, wenn ich so Pokémon spielen bin, dann musst du immer so deine Mitgliedernummer geben. Und auf der Desktop-Webseite zeigt das Opa immer schon deine Nummern, aber auf der Mobile nicht. Aha. Und dann bin ich immer hässlich geworden und denke so, wo ist die Nummer? Und dann habe ich mal auf die Desktop-Version und dann ist sie einfach dort gesehen. Und ich so, wieso tun die das nicht? Ja, in Bro, die weil es irgendwann halt Mobile-Version? einfach zu viel ist. Das ist wie beim Nein, es steht unter TFT auf dem Handy, ist auch viel schäbiger als auf dem Nein, PC. finde ich gar nicht. Ja, finde ich gar nicht. Du spielst ja nur TFT auf dem Handy, du Missgeburt. Nein, ich muss auf dem PC. Aber ich finde es einfach gemütlich, wenn es am Abend im Bett ist und so ein bisschen... Es ist einfach zum Rollen ist es ein bisschen mühsam manchmal und zum Items auf Dings, da, weil es so klein ist. Aber sonst ist es eigentlich easy. Hey, wieso Crypto Bros? Ja. Was haben Sie das Gefühl, wie könnte man denen am besten helfen? Gar Ich nicht. Gar meine nicht. nicht, ich meine nicht so, dass... Das ist so Sie einfach etwas wie reinrennen unter lassen 5, und danach- das ist wie etwas unter Nein. 25. Die über 25 sind, die sind verloren. Und alle unten dran, da sagst du einfach, ich weiss, du hörst es auf mich, aber irgendwann peilst du es. Das ist wirklich dumm. Und du wirst es auch noch irgendwann checken. Und
wenn sie es checken, dann sind 25 oder so irgendwie und sagen, fuck, ich bin so dumm gewesen früher. Und das nimmt man niemandem böse. Man nimmt ja niemandem böse, dass man nicht zulässt und irgendjemand sagt, Bro, glaub mir, ich bin auch schon da gewesen und das ist scheiße. Bei gewissen Sachen. Nein, das funktioniert nicht. Deine Eltern können dir nicht erklären, dass du keine Ahnung hast. Das funktioniert nicht. Aber wenn du auf über 25 bist, dann ist der Riegel unten. Dann ist es zu, du bist eingesperrt. Nein, du hast einfach verloren. Okay, easy. Aber Schade. apropos Kryptobros, zum nächsten Thema zu kommen. Warum chinesische Leute einem einfach random auf WhatsApp schreiben? Ich habe einfach gestern oder heute das Video geschaut. Zuerst habe ich gedacht, Er weiss, wie man apropos richtig benutzt. weil es ist so Pig-Butchering-Scam. Dann denke ich, es geht irgendwie um einen Schlachthof, der irgendeinen Scam gemacht hat. Und dann habe ich so angefangen zu schauen. Und dann Jetzt weiss ich was! hat es einfach angefangen damit, eben, dass halt Leute, Chinesen und so, halt einfach so, hello, Mr. I'm on the airport, can you pick me up? Und so, hey Bro, nein, wer bist du? Und halt einfach so die Anfrage, haben das sicher auch schon bekommen. Also wir haben mit dem Nobs schon viel drüber geredet. Aber hast du das auch schon so, dass irgendwelche Chinesen nicht auf WhatsApp schreiben? Also ich So, habe schon mal etwas gesehen, aber nicht, also ich glaube nicht das Chinesin irgendwo. Ja, es kann auch andere als Chinesen, also ein Inder oder weißt ich was. ganz selten aus. Aber meistens sind es Chinesinnen. Also bei mir zumindest. Das wäre mir etwa einmal passiert, maximal. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und die wollen, dass du dich irgendwo reinkaufst? Nein, jetzt musst du warten. Oder Und die tun einem halt schreiben. Und danach tun sie zuerst, bevor sie, halt meinen, so ein nigerianischer Prinz geht schon von Anfang an, hey, kannst du mir Geld geben, ich gebe es zurück. Die fangen halt zuerst an, indem sie zuerst eine Beziehung zu dir aufbauen. Und danach dich in so ein Krypto-Ding reinbringen und dann halt dir so einen Link schicken, wo du kannst so einen Metatrader abladen und danach ist das halt einfach eine Fake-App, wo nachher halt all das Geld, das du drauf tust, dann halt so Fake-Progress machen, dann hast du Geld und dann irgendwann hast du halt so, weiss ich wie viel, 100'000 Stutz auf dem Ding und danach sagen sie, look, damit du kannst ausgezahlt werden, musst du halt noch zuerst eine Anzahlung machen. Und dann tust du halt das Geld, das du schon investiert hast, plus das Geld, das du nachher anzahlst, ist nachher weg. Und du hast einfach kein Geld mehr. Ja. Aber der Plot-Twist am Ganzen ist, du darfst denen nicht mal böse sein, ohne ein Arschloch sein. Weil das sind die Leute, die das machen, die werden von irgendwelchen Mafia-Bossen dazu gezwungen, dass sie das machen. Oh shit. Es sind nicht mal, also es gibt sicher auch diejenigen, die das direkt machen, aber viele von diesen Leuten, die werden so gezwungen, das zu machen und sonst kommt halt jemand und verprügelt sie und bringt sie um, weiss ich was. Und das ist eigentlich hart. Das Du ist kannst denen nicht mal voll böse heftig, machen, das sind einfach arme Leute. Hey, aber ich bin, also weißt du, ich schreibe ihnen so, Bro, du bist beim Falschen. Und dann haben sie mir meistens auch geschrieben, easy, okay. Ja. Ja, sie Also zielen das halt erste auf Mal so sicher so. einsame Leute ab, wo dann halt direkt drauf anspringen und so, und immer weiter schreiben. Und dann, wenn sie merken, so, ja, das ist so einer von denen, der anbietet. Und danach, du meinst Pig-Butchering-Scam, weil du tust es zuerst aufziehen und dann schlachtest du. Easy. Krass. Das ist schon heftig. Und ich habe nicht gewusst, dass so etwas dahinter ist. Ich habe gedacht, Ich habe es schon mal gehört, jetzt was du sagst. Ja, hast du schon mal irgendwie gehört. ist es einfach so automatische Bots oder Weil was ich habe auch mich immer gefragt, warum schreiben die einem? Weil ich auch schon mit einer mal länger geschrieben hatte. Und dann, wo er das mit Krypto gesagt hat, weil irgendwann ist sie mit dem gekommen. Aber danach habe ich gesagt, ja, ich interessiere mich für das, weil das ist genau dort gewesen. Nein. Auf jeden Fall, ich habe mich dort mal so ein bisschen mit dem Mit dem Pau. Und danach... mit dem Paul, ja. Und danach habe ich dann aber irgendwann... Ja, weil du musst irgendwie 25'000 Stutz haben, um überall Nein, reinzukommen. nein, sie haben, das ist aber das Ding, sie haben bis zum Schluss nie irgendwie gesagt, du da etwas einzahlen oder Geld. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja, vielleicht ist sie wirklich einfach eine nette chinesische Dame gewesen. Weil ich glaube, ich habe sich ein bisschen angepisst, weil ich die ganze Zeit gefragt habe, so, ja, wie findest du das chinesische Regierungssystem und so. Ich glaube, das hat sie nicht so geil gefunden. Weil ich habe die ganze Zeit halt... Ich wollte immer wissen, warum schreibt die mir, wie ist sie drauf, wie lebt sie und so. Ich habe immer so Sachen ausgefragt und sie hat wahrscheinlich einfach wollen Progress machen mit mich ausnehmen. Shit, ja. Aber. Und jetzt, das Härte ist, gerade als ich heimgekommen bin, haben wir wieder so jemanden geschrieben.
Aber die schreiben schon mehr als solche Leute als mir. Weil schau da, irgendwo, je das nachdem, ist gerade wo vorher deine- gewesen, haben wir wieder irgendeine so eine Nummer High geschrieben. Je nachdem, wo du einfach angemeldet Ja, bist. wo Aber das die Hi ist einfach Handynummer komisch, überall nicht? rum. Die High ist normalerweise einfach sind- komisch. Normalerweise so, normalerweise hello, sind I'm Profile. here, can you pick me up? Oder so, oh yes, Mr. Doktor, I am... keine Ahnung. Ich habe schon viel gesehen. Aber, ja. Ah, Mann, Weißt du, du so musst dir bitter. überlegen, wo du angemeldet bist, dass du schon so viel gesehen hast bei dem. Mhm. Das ist wirklich eigentlich bitteres Thema, weil es regt alle auf und eigentlich eben es stecken halt eigentlich so voll die traurigen Leute dahinter, die wie gar nicht so viel dafür können und dann stecken noch ein paar Arschlöcher dahinter, die aber auch irgendwie wahrscheinlich nicht checken, was, ja, vielleicht nicht eine andere Wahl haben oder so. Ist einfach Ich denke krank. sich einfach, es sind selber schon, wenn es reingekehrt. Mhm. Schwänzklos Hey, denken's. vorhin habe ich noch gedacht, apropos Architekt auch, aber das wäre vor gewesen, ich habe es fast geschafft mit apropos. Apropos Architekten, Benzer. Was müssen wir auf Gemeindeebene machen? Oh nein. Das- Du hast deine 15 Minuten noch nicht Nein, jetzt. das Er will ist... einfach das Booting anders. Ja, was müssten wir machen, damit weil dort ist zum Beispiel die SVPler sicher auch dabei. Dass das aufhört. Ja, die Was sparen bräuchte ja es gerne. was bräuchte es für ein Gesetz oder so? Ich weiß nicht, ob das kantonale Bauten sind oder Gemeindesachen, dass das besser wird. Das musst du, glaube ich, schon auf Gemeindeebene Ich anschauen. weiß nicht. Schwierig. Sie haben ja schon das Wettbewerbszeug-Ding und so. Ich glaube, es liegt einfach daran, ja, irgendwie ein Gesetz, dass es mehr praktisch sein muss und sich nicht für die Leute verwirklichen. Weil die Arbeiter werden ja alle geprüft. Ja, die werden Was? hart geprüft. Wenn du einen öffentlichen Bau hast, dann ist Wettbewerb-Ding. Und dann kannst du einreichen, deine Offerte, und dann wird alles angeschaut. Der Preis hat so viel Prozent, und eben, ob du Stifte, ob du Hilfsarbeiter hast, gibt er noch so viel Prozent, mehr Wahrscheinlichkeiten Das als. nennt man Ausschreibungen. Ja, Die genau. Architekturfirmen, die machen einen Auftrag vom Bauherr und danach gehen sie dem in Auftrag und dann macht die Architekturfirma eine Ausschreibung. Und die Ausschreibung, die ist meistens öffentlich oder die tun es auf Ja, aber freie ist ja Firmen, genau die das sie in ihrer Gleiche, Datenbank haben, geben sie raus. Und danach kommst du so ein riesiges Dokument über, wo alles vertragliche Zeug drin steht, wo du einfach eine halbe Stunde brauchst, bis du mal überhaupt rauskommst, um was es geht. Und danach musst du halt angeben, Daten zu deiner Firma, und dann wird aufgelistet, was gefordert wird, und dann kannst einfach du deine Preise angeben. Du als Firma hast eigentlich praktisch null Kreativität, die du kannst reingeben kannst, weil alles ist eine Folge von der Architekturfirma. Du kannst dann im Nachhinein einfach noch sagen, hey, schau da, das kann anpassen und so. Aber das grobe Ding kannst du nicht mehr anpassen, weil es wird alles einfach so spezifisch rausgegeben und teilweise sogar noch mit dem Produkt, das du musst verwenden musst. Aber dann ist ja, ich habe gemeint, dann sind ja nicht die Ausschreibungen das Problem, sondern dann Nein, ist es der sind Architekt schon Architekturfirmen. vorher. Aber die Architekturfirmen Ja, ich habe jetzt müssen gerade ja gesagt, es sind Baufirmen, die so geprüft werden. Und die Architekten eben nicht. Aber die Architekten werden auch manchmal geprüft mit Wettbewerb, aber dann machen sie irgendein Modell und so, und dann kann man dort schauen und abstimmen, was am coolsten aussieht. Aber das heisst ja nichts. was am coolsten aussieht, eine Art. Aber das könnte man, also die Bevölkerung kann... Das hat es da auch gegeben im Weidmann, wo Das es ist jetzt genau gut das wird. Dümmste, was am coolsten aussieht. Ist mit Was man jetzt macht mit dem Henkiturm. Die Bevölkerung könnte ab und zu oder immer bei öffentlichen Bauten. Ich weiß nicht. öffentliche Bauten ist einfach mehr immer... Ja, du Nachher siehst die es. Baufirmen müssen konkurrieren. Wir geben immer 3 mindestens. Ja. Müssen Offerten einreichen. Ich meine, es kann ja cool aussehen. Das Problem ist, du weißt ja nicht, was der Architekt dann kann, was für Entscheidungen er trifft bei kleinen Sachen, die dann eben Geld kosten. Mhm. Weil du tust einfach da irgendwie mal so ein Modell haben, vielleicht sogar noch ein weißes einfach. Und das Farbkonzept und so steht noch gar nicht. Und danach kommt eben so Zeug wie das 3x Fenster ist. Ja, super, fick dich. Ja. Ich glaube einfach, man sollte einfach mal Leute töten. Hey, Kannst du nein. Man sollte einfach Architekt, dass es ein geschützter Begriff ist. Also Ja, vielleicht würde das schon viel machen. Ich glaube, das würde schon viel weiss helfen. nicht. ja, es sind aber dann haben gleich die mal Leute- Studierte. Ja, die Leute, die jetzt da rumgurken, sind sicher Oder studiert. man muss, dass du Architekt werden darfst, musst du mindestens 2 Jahre. 10 Jahre. Nein, das ist zu viel. 5 mindestens. Das 2 gibt Jahre. irgendwie keine Architekten mehr. Ja, Ja, und das jetzt wäre ja noch? nicht das Problem, dann würde es halt der Bands machen. Ja, Ja, dann sagen wir gut, mindestens trotzdem. 5 Jahre Berufserfahrung auf dem Bau, bevor du als Architekt arbeiten darfst. ja. Weil sonst wirst du einfach so ein Arschloch, der keine Ahnung von gar nichts hat und das Gefühl hat, ja, das macht jetzt Sinn da, scharfkantige Dings.
Oder wie der Kindergarten. Ich meine, das sieht nicht aus wie ein Kindergarten, das sieht aus wie eine Psychiatrie oder wie das HBZ. Ja, Das sieht alles wie so das ist psychiatrische Einrichtungen von irgendwelchen superreichen Leuten aus. Das sieht gar nicht nach... Ich meine, wenn ich ins HBZ reinlaufe, ich werde krank. HBZ nicht, also, Das HBZ ist für behinderte Kinder. ja, die dürfen gerne aus dem Ding rauskriegen. Ja, aber die haben, also dort wirklich, wo ich dort war, ist es recht neu noch gewesen, wo ich mein CV dort gemacht habe. Das ist alles Beton und Die haben sich Eichen. voll aufgeregt darüber, wie unpraktisch das alles ist. Ja. Ja, da regt sich die Polizei jetzt auch drüber auf. Und das dürfte doch nicht passieren. Nein. Wie macht man das, dass das nicht passiert? Ja, einfach mal Leute einstellen, die gescheit sind. Ja, aber das passiert ja nicht. Es muss irgendeinen anderen Weg geben, weil das passiert offensichtlich Eben, nicht. ich sage das mit Architekten, dass die mindestens 5 Jahre Bauerfahrung haben müssen und dass es ein geschützter Begriff ist. Ich glaube, man muss es anders ansetzen. Oder dass mehr Leute eine Art mitreden können. Ich weiß es nicht. Nein, das bringt meistens, das macht es noch komplizierter, wenn je mehr Leute mitreden. Oder dass die Leute, die... Ja, aber das, ich weiß auch nicht, ob das... Dass es wie öffentlicher Baut einfach abgestimmt wird oder Landsgemeinde, wer der Architekt ist. Es gibt so nicht an der Gemeindeversammlungen Landsgemeinde, für das wär- Bauten. Ja, das so etwas wäre es. Oder einfach online. Du sagst, weil heutzutage kannst du einfach das Online-Tool machen. Das wäre locker easy. Ja, genau. Gut, das kannst du nicht. Das kannst nachher an die eine Angst. Nein, also nein, das darfst du nicht Das machen. ist Das gefaked muss ist vor und Ort sein. weil Nein, sonst da gibt gibt's es halt irgendwelche Gemeindeversammlung, das aber ich finde geil. eine Landsgemeinde easy. Das ist halt auch so ein Punkt wie am Schluss, wo man Leute wählt oder am Anfang, wo man Leute wählt. Man tut das einfach in der Hand an und dann sagt man muss ja nicht diskutieren, ob es gebaut wird oder so, sondern einfach, wer ist für welche Stimme, die, gut, die. Und die keine haben, lassen auch ihre scheiß Hand unten und die nicht, die strecken auf, oder? Wenn an der Gemeindeversammlung wird ja auch abgestimmt, ob man das überhaupt macht und so. Da können sie Ja. auch gerade so gut Pläne vorlegen. Ich meine, die Architekten können ja einfach mal schnell ein 3D-Modell machen. Nein, von aber ich Dings. finde Plan vorliegen blöd. Wieso geht einer Das ins Landsgemeinde und checken die sagt, ja, Leute ich finde das gut, aber ich hätte gerne das ohne den das Garten Fenster oder mehr was auch und so. immer. Nein, das ist einfach wie die Wahl, einfach Touchbumm. Die sich informiert sind glücklich darüber. Man kann ja vielleicht einen Standard-Landsgemeinde machen, wo man das Zeug anschauen kann, dass man sich noch informieren kann. Eigentlich, wahrscheinlich wäre eben dort das die Aufgabe mehr von den Medien. Ja, aber diese Medien sind schlecht, die reden Eben. lieber über Scheissdreck. Weil, und das ist eigentlich das Problem, weil wenn die würden eine Art wie, dass mal dann zu den Polizisten gehen und sagen, hey, wie ist das gewesen und wer ist das gewesen, wo da verantwortlich ist dafür, dass da die Preise nachher so hoch sind und wie gefällt es euch? Und die nachher wirklich halt sagen, ja, schau, Wenn wir so einen Sedi-Kanal vom Oder- Planenland aufmachen. ja, Weißt du, was, nein, also weißt, was wirklich, auch geil weil wäre? das, ich glaube, das wäre nachher etwas, wo dann wie die öffentliche Meinung dann ist so, dass die Architekten selber dann checken, wenn ich jetzt das nochmal mache, dann bin ich nachher weg. Aber was auch noch Sinn machen will, weil die öffentlichen Bauten sind ja immer für eine spezifische Gruppe von Menschen. Ja. Warum fragen wir nicht einfach die, was sie wollen? Voll, Weil die das sind ja hab die sich nachher am meisten darüber Das habe ich aufregen. vorher auch überlegt, dass man einfach sagt, irgendwie, hey, die dürfen eine Art Ansprüche stellen. Ich weiß nicht, ob das dann wieder wie so zu kompliziert wird und die einen haben dann auch komisch, aber ja, irgend so etwas. Ja, man kann schon ein bisschen begrenzt machen, aber ich meine, eben im HBZ regt sich ja auch darüber auf, dass es keinen Sinn macht für das. Ich meine, das ist sicher, ich meine, das hat so viele scharfe Kanten. Ich meine, ich habe das Zeug selber dort reingebaut. Es ist verdammt mühsam, so einen Scheiß machen. Ich meine, dort laufen sicher, weiss ich, wie viele Kinder jeden Tag dort rein. Weiss ich auch nicht. Wenn sie spielen und so, und dann laufen sie rein und dann hat wieder irgendeiner Schnatter in der Fresse, weil der Architekt es geil gefunden hat, dass eine scharfe Kante dort ist. Was vielleicht auch cool wäre, wenn man sagt, ein Teil ist doch auch vom Budget, hast du gesagt, Benz, oder? Dass es ihnen scheißegal ist, weil das Budget wird dann halt überzogen, es interessiert niemand. Kann man nicht irgendwie sagen, so ein Selbstbehalt. So ein, Ja, irgendein so ein Prozentsatz. Prozentsatz, Ich weiss wo, nicht, vielleicht wenn's- ist das schon. wenn es eine Art über das Budget geht, dann müssen sie irgendwie 5 Ja. oder 10% davon selber halt übernehmen. Ja, weil Das dann wäre wird... vielleicht geil. Ja, Ja. ich glaube, dann würde es ganz schnell recht viel sparsamer umgehen. Ja, nicht. Ich finde, auch bei Politikern könnte man das machen. Ja, Wenn sie irgendein Projekt haben. weil dann müssen sie vorher, entweder sind sie dann vorher halt, gehen sie höher rein, weil sie sagen, ja, ich muss ehrlich sein, es ist vielleicht dann so teuer, was ja auch okay wäre. Dann können wir wenigstens ehrlich darüber diskutieren. Oder sie würden nachher schauen, dass es, also ja. Ich glaube, es würde so viel Züge weniger angenommen werden, wenn sie wissen, was die effektiven Kosten Das ist sind. wirklich gut. Das finde ich eine gute Idee. Das wäre Und wegen wirklich dem anderen, ich glaube, kannst du die Leute nicht fragen, was sie das Gefühl haben, Ja, ist praktisch. nein, Weil die das ist erwarten ja auch, dass sie darauf vertrauen können, dass der Dude Ahnung hat vom Bauen. Ja, eigentlich schon, ja. Aber zum Beispiel, weißt du, jetzt gerade beim HPZ, dort weiss ich es, dort habe ich es ein bisschen mitbekommen, sie sind gefragt worden am Anfang. Schon? Ja, und nachher hat es geheißen, nachher haben sie gesagt, hey, also die WCs müssen unbedingt die Fenster haben.
WCs haben kein Fenster. Ja, aber das Und bedeutet so aber nicht, Zeugs haben wie- wir einen grossen Bau. Und so Zeugs wie eine Art eben Brünneli und so das praktische Brünneli und so, all das Zeugs. Und es ist alles wirklich schäbig. Und im HPZ ist ja so viel Platz, der verloren ist, weil Mit sie dieser irgendwie Stege und so so einen Zeug. riesen Steg haben, Ja. wo 2 Stück hoch, eine Art wie Luft. Einfach so in der Mitte vom Raum ein riesen hoher Stege. Und so, hä? Und einfach so Platz rundum, wo einfach nur Gänge sind und kein Zimmer. Und was dort auch krass ist, die haben da so, das finde ich auch ein Strubs-Konzept, dass in so öffentlichen Bauten immer so Designermöbel und so gekauft wird. Das check ich gar nicht. Wieso Designermöbel? Irgend so ein Tisch für 7000 Stutz Was? und Stühle für 3000 Stutz. Stuhl? Ja, Die Stühle sind aber so teuer. ja, aber du kannst doch viel günstigere Stühle haben, die wahrscheinlich nachhaltiger sind. oder nicht? In der Ikea Also schnell pro Stuhl. Stuhl, oder was? Pro Stuhl, ja. Okay, das ist schon teuer. Das könnt ihr ja schon bei der Ikea Irgend holen, so, oder also vielleicht musst du ja nicht Ikea, du kannst ja das Geld vielleicht aufwenden dafür, hast du nachher das nachhaltigste Produkt überhaupt. Ja, aber beim Horgen kostet sicher auch jeden Stuhl 3000 Stutz. Ja, aber du musst ja Nein, auch im Horgen kostet ein Stuhl irgendwie 300 Franken, aber wenn du Ja, ja, ja. auch Schule tust, dann kommst du wieder Massenrabatt über. Ja. Ja. Das ist wieder etwas ganz Für einen anderes. Stuhl, what the fuck. Ja, 3000 einfach ist so. auch viel, da kannst du Wir, ein wir Haus haben in der, kaufen. bei uns haben sie in der PH haben sie gezeigt, Mit eine Art- Montage, ja? wir haben das im BG-Unterricht haben wir das gehabt. Haben sie uns so eine Liste gegeben mit verschiedenen Stühlen, die es in der PH so hat und wie teuer die sind. Der teuerste war so ein Sessel, der über 6000 Stutz kostet hat. Wo so ein paar Sessel von denen hat sie im Schulhaus verteilt gehabt. Wo sind sie? Im Lehrerzimmer der Dozenten, die Pissersköpfe. Das ist nicht normal. Ja, 6000 für einen Stuhl, das ist wirklich nicht normal. Für so einen Kacksessel, einfach so ein schwarzer Aber die Ledersessel. sind schon teuer. Ja, aber das kannst du ja auch, also weißt Aber das musst du ja nicht in einer öffentlichen Bauten mit Steuergeldern bezahlen. Also, du kannst irgendein, keine Ahnung, kannst du doch das Occasionssofa dort reinstellen, das interessiert doch keine Sau. Ey. Das wären wir einfach eins auf. Ja, nicht. Sind ja die eingeguckt, weil die gratis zum Mitnehmen, Alter. Ja, aber ja, Der also, Heroinspritzer zwischen den Spaltritz. jetzt mal im Ernst, das wird niemand kümmern. Das wird nicht einmal den Leuten auffallen. Nein, wenn's ich kann Flecken erklären, hat, weil es vielleicht kann auch schon, nicht Du kannst auf 50 Stutz auf Ricardo so ein Sofa posten, das ein bisschen neuer aussieht und irgendwo reinstellen. ja, das gleiche wie mit den Massagestühlen. Und dann hat so. es kein, Das braucht kein wahrscheinlich gleich keine Designkonzept, Sau. habt euch in die Fresse. Ey. Was für Massagestelle? Ja, dann, wenn du irgendwie so einen krassen Stuhl hast, dann brauchst du am Anfang braucht es jeder, eine Woche lang. Und dann steht es einfach in der Gegend rum. Die Sessel sind wahrscheinlich genau gleich. Das ist wahrscheinlich so, stehen sie wahrscheinlich noch irgendwo so geschissen, irgendwo in der Ecke, wo du einfach nur alleine sein kannst und nicht mal miteinander reden. Ich meine, in der Pause bist du im Lehrerzimmer, es hocken wahrscheinlich alle einfach am normalen Tisch mit den normalen Stühlen und sind irgendeinen Scheiß miteinander am Schnurren. Ja. Und es interessiert sich kein Schwein für die Stühle. Ja. Ja, das ist einfach krass. Scheiße. So Zeugs. Aber ja, so eine Selbstbehalt für Das würde es Architekten und ja, das- Politikerinnen in öffentlichen Dings so. Aufträge, das Es würde wäre sogar geil. automatisch wieder so viel weniger Steuergelder verschwendet werden. Weil sobald die Leute selber haften müssen, dann können sie es nicht mehr ausnehmen. Ja. Jetzt kann man sich vorstellen, dass dann automatisch recht viel schäbiger gebaut wird. Ja, vielleicht. Weil dann tun sie An noch... der falschen Horst gespart, meinst du? Ja. Weil die tun wahrscheinlich gleich immer noch, wie der Typ, den du erzählt hast, der nachher ich habe es 3-mal verrechnet. Und dann hast du dann auf einmal so eine riesige Rechnung und niemand weiß wieso, weil es von überall Rechnungen kommen und die von der Gemeinde pennen. Und dann ist es mal so, oh Scheiße, jetzt können wir uns das nicht leisten. Dann müssen sie irgendwelche Einbußungen machen, die scheiße sind. Ja, aber weißt du, das wäre ja dann so, shit, wir haben so wenig Budget. Und es wäre ja dann eben am Schluss, wo man sich dann eben die Designstelle kauft. Habe ich das Gefühl. Ja, Mhm. ja. Das so, wir haben ja noch viel Geld. Wir müssen das Budget noch aufbrauchen. So für à la Kante, so, hey, wir, Designerstellen. müssen das ja noch eine Kantine bauen, damit wir nächstes Jahr wieder gleich viel Geld bekommen. Ist das da in der Dann- Kante gewesen, oder was? Ja, nein, die Kante baut doch öfter. Nein, Ja, nein, die aber baut immer die wieder baut ja das- jedes Jahr irgendetwas, damit sie wieder gleich viel Geld vom Bund bekommen. Bei uns Kante? Ja, darum baut es das Goschal und so. Das haben sie einfach gebaut, dass sie nächstes Jahr wieder Geld bekommen. Das ist schon bestimmt das Gleiche wie im Militär, gell? Ja, Ja, genau, mit der ja genau das Munition. Gleiche. Ja, mit Gleiche dem- mit oder mit dem Munition Benzin. und Da lassen Benzin. sie Aber es ist, laufen. mit Munition peile ich es halt wie nicht, Alter. Weil dort ist es so wirklich so, ja, weißt du, das kann man nächstes Mal nicht über. Aber was hast du das Gefühl, nächstes Jahr hast du mehr Schiessen? Also was? Und wenn, Wenn du weißt jedes du, Jahr das Gleiche machen musst, Ja. dann musst du doch irgendwann einfach überlegen, dass du es vielleicht einfach nicht brauchst. ich will fast behaupten, du kannst auf Patronen genau abzählen. Und die, die es verlieren, die haben einfach
verloren, die können die Patronen gar kaufen. Und du machst halt Alter. ein Gefechtsschüsse weniger, buhu. So. Vor allem, wenn du nachher zu wenig hast, dann könntest du ja easy sagen, hey, wir brauchen nächstes Jahr für dich ein bisschen mehr Patronen. Und dann sagen sie, aha ja, letztes Jahr haben wir ja gespart, wir haben schon noch Budget für das. Also weißt du, es ist so dumm. Es ist ja nicht einmal, die können ja alles in den Arsch geschoben, weil es so einen höheren Stellenwert hat. Ja, aber richtig Ist alles daneben im finde ich, gleichen wenn sie Budget. einfach Panzer und Turos laufen lassen, damit sie das Benzin aufbrauchen. Das ist wirklich einfach, ich meine, Schiessen, das macht wenigstens noch Freude. Mal zumindest für die einen. Ja. Aber ein Duro oder ein Panzer laufen lassen, damit das Benzin aufgebraucht wird, das macht niemandem Freude. Absolut niemandem. Nein. Das ist krass. Außer am Kadi, der nächstes schon wieder gleich viel Geld bekommt. Aber Ja, aber ich peile nicht. Warum? Also, ich peile nicht. Machen wir Top oder Flop nicht? Tierlist! Jetzt kommt's. Tierlist. Also, ich muss schnell machen, weil ich habe nur noch 50%. Ui. Also, das wird jetzt ja wohl lange. ich habe eine Muss ich Tierlist. Ah nein, Tierlist. Dort ist Top 5. Wir nehmen das erste, ist das du am krassesten bist? Nein. Nochmal, Bist du Wasser am Kochen? irgendetwas ist am Laufen. Ja, Wasser kochen für Teigwaren. Aha. Also, wir haben Überleben einen Tag im Sedam Center, wo du eingesperrt bist, gegen welches Tier würdest du am ehesten überleben? Oh, shit. Im Sedam Center. Ja. Du bist eingesperrt und musst eigentlich einen Tag überleben. Aber Ja. die Läden sind alle offen. Gegen... Die Läden sind alle offen. Ja, du kannst die Türen zumachen, wie du willst. Nein, ich meine, es ist nicht in einem zunigen Szene, weil sie dann überall im Laden rein. Aha, das sind nur die Eingangstüren zu. Nur die gehen, okay. Ist ja. Also, du hast entweder ein Gorilla, Oh shit, nein, nicht mehr viel. 8 giftige Schlangen, Ja, fair. oder die giftigsten, Das ist easy. 3 Wölfe, Das ist ja scheiße. 10 Zebras Voll okay, und ja. 2 Komodowaran. Also, oder 2 Komodowaran. Und die Tiere, die wollen dich alle, also Die wollen dich- die wollen dich Aha, umbringen. Also, das, Eis ist der das schlimmste. ist ihre höchste Priorität, dich umzubringen. Oh, okay. Also, ich würde schon mal sicher, die Schlangen sind das wenig bedrohlichste. Also wie so im Film, irgendeinem Film, wo sie dich nachher angreifen. So. Ja, aber das Ding ist Schlangen noch, du sind bist sicher einfach dort, nicht zu du wenig. kommst dort, 8 Schlangen. Sicher sind die Schlangen also zu man muss wenig doch bedrohlich. dazu sagen, du kommst rein, die Tür geht hinter dir zu, du bist eingesperrt und du weißt einfach, dort drin ist ein Viech, aber du weißt nicht wo. Ja. Ja, dann ist schon das Problem, weil da kannst du dich einfach irgendwo eingespliessen. Wenn eine Schlange einfach das Rüstungsgitter kommt, wenn du irgendwo am Chillen bist. 8 Schlangen, die dich umbringen wollen. Irgendeine von denen schafft dich zu beißen und dann bist du tot. Ja. Also die Gift Das muss dich ja nicht irgendwie verbeissen, dass du ausblutest. Es langt, wenn es deinen kleinen scheiß Zehen verwünscht, weil die tödlichsten Schlangen... Die sind schnell, Kollege. Die können einfach so wabbeln, ich glaube 40 km/h. Wirklich. Die sind schneller als du, Alter. Die sind Also ich schneller glaube, aus dem Schlangen Boot im sind Springen. sicher nicht... Warte, wie viele Schlangen sicher hast du weak. gesagt? 8. Ich verstehe 3 am Anfang. Wieso habe ich 3 verstanden? Ich sage, 3 Wölfe. ich sage, gegen Zebras kommst du irgendwie, glaube an, weil die sind vielleicht schon aggressiv und wenn Die dich können kicken, die Tür aufkicken. aber Kollege. weil sie halt nicht darauf ausgelegt sind, sind sie wahrscheinlich so klein. Ich glaube, du kannst irgendwo aufklettern. Ja, voll. Du kannst einfach mit Schirke hinter die Bar hüpfen und dann hast du schon gewonnen. Nein. Ich weiß nicht, ob das lange will. Kumpen können sie Das könnte wahrscheinlich schon schon, sein. aber... Ja, aber nein, Aber es ist ja Stege nur so ein rauf. schmaler Gang zwischen den Säulen, wo ein Wahrscheinlich bisschen kommen mit die drin Stege ist. nicht auf. Die Komodowaran kommen vielleicht die Stege auch nicht auf. Die kommen ziemlich sicher die Stege rauf. Aber die kannst du noch ginken oder so. Sie kommen Komm, vielleicht da die war alle Rolltreppe gegen nicht rauf. Sie kommen die Rolltreppe nicht rauf. Und Zebras gingst auch nicht. Nein, die Zebras nicht, aber die Rolltreppe, Komodowaran, wo die Treppe so die Stege raufkommen, dort im Dings, wenn du in den ersten Stock hast und wartest, gut, vielleicht sind sie im zweiten Stock schon. Also, aber meine, gleich- dort sind die Rolltreppen im Dings, die sind ja gerade. Die können Aber dort kennt sie, dass du jetzt einfach auf der Rolltreppe die ganze Zeit chillst und vielleicht nimmt es dann eine Schlange, weil sie zwischen ihnen gesucht wird. Voll. Meine, gut, schaffen wir es, den Lift so zu machen, dass die Tür zu bleibt? Ja, Das ist eigentlich der ganze Pfarrer. Ich nehme Nein, an, nein, dass es öffnet ja jedes Mal, wenn du im Dings ankommst, öffnet es ja wieder die Tür. ja, aber dann tut es automatisch wieder zu und nachher Dann bist du bleibst du drin. drin, ja. Dann tut's Ja, schon, aber gleich, also sagen Die wir... Ich können habe ja den nicht- Knopf die gedrückt. können Aber ja nicht wenn den der Knopf drücken. die Knopf drückt, wenn du so den Knopf drückt. Ah, du meinst Ja. einfach, okay, jetzt weiss ich, was du meinst. Ja, du bist einfach auf Ja. einen Stock und dann geht er irgendwann wieder zu. Aber ich glaube, der Lift ist broken. Das ist Ich habe den Lift gesprochen. Ja, du kannst ja auch im WC sperren, die Türen zu machen. aber sicher, der Gorilla, der kann sicher den Lift öffnen. Und Der peilt sicher irgendwann, Ja. wie man den Lift öffnet. Ja, aber er weiss nicht, auf welchem Stockwerk du bist. Also der Lift ist wirklich broken. Ja, der Lift ist broken, aber gleich,
im Lift hätte ich gleich immer noch Angst vor dem Gorilla. Ich hätte keine Angst vor der Schlange. Ich hätte keine... Was ist noch alles? Zebra, Vor Zebra vielleicht, weil die können mit der Nase reinlaufen. Der Komodowaran hätte ich auch null Angst im Lift. Und die Wölfe hätte auch ich... nicht Nein, die Wölfe Ja, können für- aufstehen und mit den Pfoten draufhauen. Die checken doch das nicht. Nein, Die logisch. Wölfe sind nicht so dumm. Aber die wissen doch nicht, wie ein scheiß Lift Ja, aber wenn- funktioniert, Alter. Nein, aber wenn alle das so... Ja, vor allem, sie wissen ja dann immer noch nicht, wo du bist. Aha, Aber sagen wir, die schmecken dich. Die schmecken dich. Und dann kommen sie zum Lift her und alle machen so... Und irgendeiner geht aus Versehen, schlägt Oh auf den fuck, hohen Dings dann drauf. hast du wirklich verloren. Und dann hast du dann verkackt, hast du Alter. sie, Weil wenn ja. die noch öffnen, dann hast du einfach verloren. Also der Gorilla, sage ich, der ist wirklich heavy. Wenn der dich ficken, dann ist das Problem. Der ist, glaube ich, eben nicht schnell. Ja, Und dann ich schlägt glaube, am Ende noch einfach die Tür ein und dann ja, kommt er so ich rein. glaube, Der kann Gorillas ja haben am aufrupfen. meisten Kraft. So in Aber ich dem glaube, mit dem Gorilla Gorilla auf hast du der einfach in jeder Situation verloren, glaube ich. Sinn. Ich bin mir Aber auf die jeden Frage Fall ist, ob die Zebra auf der 5 sind oder nicht. Oder 5. Ich glaube, 10 Zebras sind eben viel auch. ja. Ich glaube, 10 Zebras ist schlimmer als 3 Wölfe. Ich Gut, kann aber ich einfach glaube, nicht- vielleicht... Ich weiß Weißt nicht. du, du kannst ja umbringen. Weil, Ich wenn, meine, das ist weißt, ja eine Sache. im See, die hat es Der ist gleich. eins weniger. Was können wir im See nicht, um die Viecher umbringen? Ja, das hat schon so Sportzeug und so. Ich meine, im Ochsensport, gut, was Das willst ist du halt denn? schon so. Nein, Ich meine, den irgendwo- Gorilla irgendwie kannst du umbringen. Da hast du einen dort und du bist chillig den Rest Gorilla vom Tag. bringst du nicht um. Ja, wenn Das dann stehst ist- du unter dich suchen und so, du hast es geschafft, dich zu Vielleicht verstecken. kannst Es du hat irgend... Messer wahrscheinlich irgendwo im Mikro oder so. Ja, das ist so- am Mikro wird, da würde ich vorher so. irgendwie einen Ballon mit irgendwie scharfen Sösli füllen, oder weiss ich, und dann, Ja gut, irgendwie so ein Viech, Und dann so ein noch Wolf irgendwie kannst du pro- damit schon ficken, ja. und dann probieren das Zeug dann in die Augen reinspritzen und dann noch mit dem Messer auf sie losgehen, oder weiss ich was. Aber der Gorilla, ich weiss nicht, wo musst du dem abstechen, damit er... Ich weiss nicht, der Gorilla haut dich doch einfach weg. Ja, ich meine, wenn er Du, so der ist, hat- macht... Der hat viel längere Arme haut er als um du. sich und danach musst du mal zuerst herkommen. Der hat viel längere Arme als du. Also der ist... Gibt's eine Drogerie im Sedi? Benz? Gibt's eine Drogerie im Sedi? Für was? Für was? Ich wüsste jetzt nicht wo. Ja, vielleicht haben sie Dinge, so einen Schrank mit irgendwelchen Medis drin. So Und danach, Schlafmedi für... ja, irgendwelche richtig schlimme Medis, keine Ahnung. Also, dann holst du irgendeinen Hustensaft, Kodein und dann lässt du es aufs Fleisch drauf. Ich glaube, wenn, dann haben sie höchstens so eine Drogerie vom Migros oder Ja. so. Ja, aber das Ding ist eben mit dem Fleisch, du bringst ja nicht etwas zum Fressen, weil ihre erste Prio bist ja du. Das ist das Problem. Meinst du kannst einen die Wolf... können alle einen Tag nicht essen. Die sind sich alle gewöhnt, einen Tag nicht zu essen. Vielleicht der Gorilla nicht. Mhm. Aber der snackt sich schnell etwas. Ja. Und Chirki. Also, aber ich habe im Fall ultra Angst vor Schlangen. Also ich hätte fast Schlangen. Ja, aber du weißt nicht, was sie sind. Aber ich bin mir fast sicher, dass Zebras am leichtesten kannst davon dich verstecken. Ja. Ja. Du kannst auch aufklettern und sie einfach Ja. so lassen. Ja. glaube ich. Ich meine, es ist nur dort im H&M, die kommen safe die Rolltreppe nicht rauf. Ich glaube es auch nicht. Ich meine, dort kommst du noch anderswo raus im oberen Stock vom H&M. Dort kommst du, glaube ich, schon nur mit Und der wenn sie Rolltreppe oben auf, oder? drin sind, dann bist du unten und sie Also ich probieren glaube schon, dass sie Stecken eine runter. Rolltreppe raufkommen. Eben, Nein. darum sage ich ja, du kannst im oberen Stock vom H&M kannst du dich safe verstecken vor den Zebras. Aha, gibt es ja keine Rolltreppe rauf. Ich glaube, du hast nur... Das ist die Wendeltreppe, ist doch so... Gibt es doch die Taufe, oder nicht? Oder was hast du gesagt? Sie kommen safe? Ja, eine Rolltreppe kann safe rauf. Weißt du, jetzt sind sie mit ihren Haufen so... Nein, die schaffen safe. Ja, die kommen nicht schnell auf, aber die kommen sicher irgendwann auf. Laufen die Rolltreppe? Ja, sagen wir mal ja. Aber wenn du irgendwie kannst die eine barrikadieren, dann kannst du einfach auf die andere rauf, die retour läuft. Und dann würde ich sagen, kommen die Zebras nicht rauf. Hm. Die runterlaufen, die kommen jetzt nicht rauf. Ja, safe nicht. Aber die raufgehen, eventuell, wenn sie Geduld haben, ja. Also wir nennen die auf 5. Komodowarane, die kann ich noch nicht einsetzen. Das Ding ist halt einfach... Die sind halt flach, Kollege. Ja. Die versteckst du oben und die zählt dich nicht einmal mehr. Die Ja, können- oder die können- du verdruckst sie einfach. Die sind schon gross. Sie sind schon groß. Ja, du könntest vielleicht dort im Zigarrenladen kannst du vielleicht eines von diesen Gestellen umschlagen, wenn sie auf dich zukommen. Aber die sind eben, glaube ich, schneller als man denkt. Meinst Ja, das kann schon sein, aber nicht Bro, einschätzen, ich glaube, wie schnell denen, also auch, weißt, du musst ja nur einen Tag überleben, das wirst du schaffen, nicht die umzubringen. Mhm. du? Ich glaube, wenn du irgendwo raufkletterst, hast du gewonnen gegen die. Ja. Die Gefahr ist halt einfach, wenn sie dich mal beißen und du gleich davor kommst,
Da stirbst. dann zersetzt sich auf das Mal einfach deinen Fuß oder irgendetwas. Darum Ja. ist einfach... Aber überleben tust du es ja, oder? meine, Die Frage ist, sind sie krasser als die Wölfe? Ich glaube, die Wölfe sind krasser als die Komodo-Varaner. sie sind Ich halt glaube, Dritte. sie sind fast Vierte. Wie 2 Komodo-Varaner. Ich glaube, die können wirklich nicht. Weil bei die kommen die Rolltreppe, glaube ich, nicht rauf. Auch weil sie einfach Ja, zu nein, breit selbst sind. wenn es... Ja, nein. Einfach weil sie zu breit Ja, sind. ich glaube auch, die sind ja so... Die sind ja so flach, die kapsigen, Füße. Ja, die gehen ja rechts raus. Die können ja Ja. nicht so aufstehen. Ja. Also ich sage auf dem 4, ja. Und dann... Oh, Wahrscheinlich sogar wegen dem auf Alter, 5. Komodo voran, können die überhaupt auf dem Boden laufen im See? Aha, vielleicht rutschen Ich meine, die Portugal laufen wie die grössten Idioten auf den Böden rum. Komm, wir die auf 5 sogar. Ich glaube, Komodo sind auf dem 5, ja. Weil Zebras, wenn die dich auf einer Aber geraden die sind auch nicht Fläche so gut treffen... am Laufen. Zebras. Ja, nein, aber das Ding ist, wenn die Zebras sind dich im schnell. Gang Ja, aber antreffen... dort drinnen nicht. Ja, aber die sind zu 10 und irgendwie, dann kommt so eine Horde auf dich und dann Ja. ist schon auch weg. Sag mal, die kesseln dich ein, dann hast du Also auch ja, verloren. okay, Und dann das trampelt macht es dich Sinn. Also, nieder. Manchmal ist ja Komodo-Varaner krass. auf das 5 und nachher Zebra 4. Aber Wölfe. ich glaube, also wenn die Komodo-Varaner so laufen wie die Partagame auf so Boden, dann hast du einfach gewonnen. Ja. Wölfe sind auf 3. Wölfe Oder 3. Oder Ich glaube, 2. die Wölfe sind Schlangen, eben hart. nein, ich glaube, die Wölfe Also, schaffst du, die sind nicht so ich sag auch gross. mit- Das Ding ist, eben, die arbeiten eben nicht zusammen. Ja, und Ja. Schlangen... Denen die kannst du ja geben. Sie sind ja nicht, nur weil sie das Interesse haben, dich umzubringen, heisst es nicht, dass sie zusammen arbeiten. Bei einer Schlange oder so. Mhm. Weil die sind einfach dann Einzeljäger, aber das ist ja das Rudel, die jagen miteinander. Stimmt, Ich die habe haben eben, glaube die ich, wollen wirklich wirklich nicht so jagen. Angst vor der Schlange. Alter, wie willst du dich wehren gegen eine Schlange, die dich als Ziel hat? 8 davon. Die kommen überall durch, die kommen überall rauf und die müssen dich nur einmal ein bisschen beißen. Du kannst sie nicht umbringen, du kannst ihnen nicht näher Du kommen. müsstest dich irgendwo verstecken, was nicht reinkommt. Keine, Sicher bist aber- das nicht. Irgendwie kann ich aufs WC und die Tür zu. Also weißt du, sie haben ja das WC, bevor du zu der Kabine kommst. Dort rein und dann die Tür zu. Sag Sri Lanka habe ich von der Schlange immer am Ja, wenigsten sehe Angst, ich. irgendwie, weil das keine Ahnung... Wenn du wirklich eine normale Tür hast und das hast du irgendwo, auf dem WC hast du das wahrscheinlich, Mhm. dann kannst du Mal wirklich dort einfach hast du dort die Tür zu. Oder so ein Hausabwarterraum. Aber das Ding ist ja, du weißt nicht, was sie sind. Vielleicht ist ja einer auf dem WC schon. Mhm. Wenn du reinkommst, weißt du ja nicht, was sie sind. Und dann hast du wieder verloren. Ich glaube, also Schlangen, ich glaube, die sind wirklich scheiße. Die Frage ist, schmecken die dich? Weißt du, dass sie schon checken, dass du mit ihnen im Raum bist, bevor sie dich sehen? So. Weil sie sind klein, sie sehen ja viel weniger. Sie sehen ja gar nicht, sie sehen ja nicht mal farbig, sie sehen ja nur irgendwie... Aber haben sie nicht mega gut so Gehör, so die Ja, Vibrationen vom Boden? Bodenvibrationen. Ja, Ja, das das halt, ich glaube, aber Ja, aber wenn dann können sie ficken. du... Die Frage ist, ob sie dann immer noch jagen, wie sie normal würden jagen, so chillen die ganze Zeit, bis du noch näher bist. Oder ob sie dann wirklich, er ist in der Nähe, und dann verjagen sie dich halt. ich glaube, weißt du, wenn du... Meine, im See, die bewegt sich ja viel. Und eben, sie sehen ja nicht farbig. Sie sehen, oder sind das Wieso Spinnen, die nicht farbig sind? Wieso, was interessiert das, was farbig Ja, nein, siehst? wenn- Man hat einmal gesagt, Hunde sehen nicht farbig. Ich weiss nicht, Alter, das ist doch scheisse. Nein, wenn du irgendwo still stehst und dich nicht bewegst. Aber es bewegt sich doch nicht im See. Die Rolltreppen? Ja, easy. Ja. Da gehen sie alle Tonnen und laufen drin und sterben. Ja. Easy. Schlange 5. Aber wie wollen dich Wölfe umbringen? Ja, Wölfe kann dich Was, fressen. wie wollen dich Wölfe umbringen? was ist das für eine Frage? Wie wollen dich Wölfe 3 umbringen? Wölfe. Hast du irgendwie schon mal ein Märchen gehört, Kollege? Ja, nein. Das ist nur Wölfe sind immer einer. die Bösen. 3 Wölfe. Es sind ein klein grössere Hunde, ja, aber also schon, aber schlussendlich sind es ja wie einfach Hunde, Ja, aber klein. Hunde, die dich schlauer wollen Wölfe. umbringen. Nicht die Hunde Hunde, anschauen, die dich Sven. wollen umbringen, die ficken dich schon. Ja, aber ich meine, die ficken dich ja, du bist nachher sicher verletzt und so, aber so ein Hund kann schon auch töten. Ja, ein Wenn du Hund, dir aber ein es sind Messer 3 holst. Wölfe, die zusammen jagen. Ja, wenn du dir ein Messer holst und mit dem Messer rumfuchtelst. Oder etwas anzündest, oder dir ein Glaive machst. Glaive ist das Was ist beste ein Waffe. Glaive? Ist wie ein Messer mit einem langen Steck dran. Ah, ja. Also ich glaube, die Wölfe sind gefährlich. Wenn du einen besseren Stil hast und dann nach vorne klingeln Also ich lässt. bin mir ziemlich überzeugt, dass die Wölfe gefährlicher sind als die Schlangen. Also, ich glaube es Ziemlich auch. sicher Wir sind die die Wölfe gefährlicher als die 3, Schlangen. die Wölfe auf 4, 2 und wir müssen nämlich langsam mal essen. Ja, der Gorilla ist wirklich auf dem Eis, weil ich meine, Also ja, der Gorilla ist hart auf dem Eis, ja. der ist, Er ist zwar Darum nur ist er einer, nur aber alleine. der ist mobil, der ist fetzig, der ist, du kannst wie, du kannst dich nicht oben verstecken, du kannst dich ihn nicht in umbringen. etwas Ich verstecken, glaub, weil das ist vor allem das Problem, du schaffst es fast nicht, den umzubringen. er ist wie ein Mensch auf Steroiden halt. Ja. Ich würde es so gerne mal machen, einfach in einem Spiel oder so. Und einfach so überlegen, du musst genau alles, irgendwelche Ideen. Du Ich kannst meine, versteckst du hinter einer Tür, der reißt sie aus, Alter. Ja, Oder der- schlägt sie ein. ja, ist cool.
Schön Ich gewesen. glaube, der schmeckt eben auch noch Warte, gut. was ist jetzt Dings? Gorilla 1? Gorilla Was 1, ist auf dem 2 2? ist Wölf. Wölf, haben die gesagt. 3 Schlangen. 3 Schlangen, 4 Zebras. Und Und dann noch... 5 sind Kommt cool. aber an. Man darf eben schon nicht unterschätzen, dass 10 Zebras in dem Ding drin. Ja. Sie sind Sie sind fast überall. Ja. So, Irgendwann so ist gross immer ist auf dann am deiner Ende die gleich wieder Ebene. nicht. Ja. Du bist zwar recht gut dran, weil es überall Rolltreppen hat Mhm. und keine normale Stege oder Ja, aber irgendwas wahrscheinlich ist Aufgänge. auf jedem Ding Stock ist wahrscheinlich ein Zebra. Ja, safe. Ja, aber dann ist Aber du easy, kannst dass auf die eins Rolltreppe ist. oder aufs mindestens Circuit-Dach eins, hüpfen und weisst der du, hat es verloren. Ich würde mehr Du Sorgen kannst auf die machen, wenn Rolltreppe und dort auf die Bar wenn das du Dach in dem drauf langen hüpfen. Gang zwischen den beiden grossen Gebäuden bist. Wenn du dort einmal aus Versehen herkommst und alle Zebras auf das Mal dort sind, dann hast du einfach verloren. Weil die rennen dich nieder. Ich habe das Gefühl, die können nicht so schnell beschleunigen. Weil dort Wegen rutschen Boden. die doch um. Ja. Ja. Nein, es passt schon auf dem Ferien. Cool. Gut. Hey, haben wir schon fertig in dem Fall? Easy. 55. Ciao, ciao. Jetzt Aber muss wir ich haben am Anfang ja noch ein paar Sachen zum Rausschneiden. Tschüss miteinander.